Die Zeit ist reif für eine neue Ausgabe vom Fire Emblem Engage. Wie ihr sehen könnt, habe ich, das ich letzte Folge angekündigt habe, wahr gemacht und bin ein bisschen sammelgegangen. Also hier ein paar Items und so. Und aber hier noch ein bisschen was zu tun offenbar. Panette, wäre eine nette, aber ich habe sie leider sterben lassen, deswegen darf ich sie nicht mehr einsetzen. Meine eigens aufgestellte Regel. Lalala. So, hingegen würde ich sehr wohl noch öfter einsetzen. Okay. Jetzt die Frage, die Grotte. Ich meine, ja, ich habe notiert, dass wir ein paar Dinge hier in Somniel noch machen. Bevor wir dann aber relativ zügig mit dem Ding weitermachen. Mit den Hauptkapiteln. Oder der Story, wenn man so will. Und jetzt ist schon auf Max. Wenn es schon auf Max ist, was soll es noch großartig machen? Kann es auch wieder sinken. Das wäre natürlich fies. Trainingsplatz. Ja, ich kann mal gucken, mal mit dem Wühlern reiten, ob es was Neues gibt. Nö. Okay. Ja, ich glaube, es wird sonst auch angezeigt, wenn da irgendwas Neues gäbe. Also müsste auch irgendwie auch hier zu sehen sein. Teichangeln noch 3. Wir haben glaube ich auch noch Training noch 3. Ich habe notiert, dass ich irgendwie dieses Mal Ringe schmieden wollte. Statt die fürs Emblemtraining nicht verschwenden, sondern einzusetzen. Aber aus dem Grund, weil wir schon länger das nicht mehr gemacht haben, also Ringe schmieden. Und deswegen würde es mal wieder lohnen. So. Ja, wir haben eben noch die einfache Angel leider. Keine Ahnung, wie man hier eine bessere Angel bekommt. Und ob es nur eine bessere Angel gibt, aber wenn schon explizit steht, hey, hier, die einfache Angel, nehme ich an, wird das schon möglich sein. Blub, blub. Ich muss auch zugeben, dass uns das Outfit von Sigurd sehr, sehr gut steht. Rossa! Und? Okay, schade. Immer gibt's Baumfragmente. Ja, theoretisch könnten wir eigentlich auch noch andere Dinge tun. Zum Beispiel DLC, also DLC-Kapitel. Wir könnten andererseits auch noch das Sidequest-Kapitel mit Ike machen. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich doch eigentlich momentan mehr Bock wieder auf die Hauptstory hätte. Und vor allem auch damit wir halt nicht zu stark plötzlich werden, weil ich hatte schon das Gefühl, im letzten Kapitel war ein bisschen zu einfach für uns, sag ich jetzt mal. Also fast zumindest. Ein anderer Punkt ist halt auch noch derjenige, wir brauchen Meistersiegel. Weil wir schon 3 Stück haben, die Level 20 erreicht haben. Wir aber aktuell nur 2 Meistersiegel zum Einsetzen haben. Und Meistersiegel, so wie ich gesehen habe, gibt es bei diesen Emblemkapiteln, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel eins, wie Ike zum Beispiel eins wäre, gibt es dort ja leider nicht. Da gibt es vor allem Kohle, ist natürlich auch wichtig, ganz klar. Und ich glaube, bei den DLC-Kapiteln gibt es das Meistersiegel auch wenig, vielleicht schon. Okay, der da ist ein bisschen widerspenstiger. Der Fisch hier. Kalia-Karpfen, Bonus. Oh, Bandfragmente-Bonus, sehr schön. Ach ja, sehr gut. Ein bisschen was geangelt. Kaffee bestellen, wäre auch wieder mal eine Variante, das ist wahr. Trainingsplatz in die Krafttraining mache ich nicht, weil Krafttraining ist ja nur, der Boost ist nur temporär. Temporär bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich weiß, wir haben noch ein paar Items zum Upgraden. Also für unsere Stats habe ich noch ein Menü. Die will ich noch behalten, bis wir jetzt mal so, bis wir alle Reiche abgetastet haben und grob auch alle Charaktere haben.
Und dann ungefähr Auswahl habe, wenn ich das mitnehmen will und so. Und ja, wir kommen diesem Ziel immer näher. Das ist wahr. So, also ich meine, hier trainieren wir natürlich nichts. Ich meine, ich könnte sie entwickeln, aber ich will erstmal im nächsten Kapitel gucken, wie ich überhaupt brauche, bevor ich dann entwickeln denke. Deswegen lieber erstmal noch andere Charaktere trainieren. Ihr wisst, ich hatte mal irgendwie die Idee, dass ich sage, okay, ich trainiere schon mal 2 Scharfschützen. Aber auch, also schon 2 Generäle. Das ist aber natürlich so, dass wir Fogado noch haben, der auch relativ schnell ist und doppeln kann. Und deswegen ist die Frage, Fogado als Schütze und wen noch? Alkris oder Etienne? Das ist ein bisschen so ein Punkt, wo ich noch nicht so sicher bin tatsächlich. Das, tja. So, Level 18, sehr schön. Boucheron, ich glaube, bei ihm bringt es nicht viel. Wen soll ich sonst machen? Ich glaube, ich war schon ein bisschen übertrainiert. Merina, wenn noch zu viel. Celine, wenn noch 1 war, komm. Auch wenn sie in Level 4, aber ich will ein bisschen bei ihr mit den Wachstumswerten gucken. Weil irgendwie macht die auf mich ein bisschen schwachen Eindruck mittlerweile. Also ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, als wäre es im Anfang sehr stark gewesen, als sie dazu kam. Und jetzt irgendwie im Vergleich zu den anderen nicht mehr so geil. Vor allem, da wir sehr viele Magier haben. Zur Auswahl. Ja, wobei, aber verdammt viel Glück hat die, leck mich am Arsch, ey. Aber Glück ist halt immer so eine Sache. Das ist immer so ein Wert, wo man sich denkt, ja, das ist nice to have, aber ich hätte gerne andere Werte vor allem. Ah, schade. Das ist kein Ritter. Sonst wäre die Waffe besser gewesen. Ja, eben, er ist halt der Schlechter mittlerweile. Ich weiß, am Anfang immer gesagt, oh, Boucheron. Aber Boucheron, der hat's echt drauf, ey. Alter Schwede. Hat mich so geirrt. Ich muss zugeben, ich bin froh, dass ich nochmal eine Chance gegeben habe. Aber auch im Vergleich zu Anna, weil da zuerst dachte ich, ja, vielleicht ist Anna der bessere Berserker. Aber Boucheron, wenn du ein bisschen trainierst, die Wachstumswerte siehst, der hat schon was drauf. So. Fähigkeiten erben. Wir können noch mal ganz kurz reingucken. Könnte ich noch irgendwas da machen? Ja, ein paar Dinge habe ich. Wir haben momentan so viele Dinger drin. Ja, vielleicht mal die Linie wieder rausnehmen. Ich finde es schade, dass ich irgendwie nur so wenig Fähigkeiten habe. Das fand ich bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Fire Emblem Awakening, wesentlich besser. Dort hast du deine eigenen, dort hast du die geerbten und so. Und es sind einfach irgendwie maximal 5 Fähigkeiten, die kannst du selber verwalten, wie du wolltest. Weil ich heute die göttliche Inspiration gerne rausnehmen. Das ist irgendwie so ein Ding, wo ich denke, yeah. Aber geht ja nicht. Die Frage ist Pi plus 3. Ja. Machen kann man schon. Menika plus 3. Das wäre eigentlich etwas für Boucheron. Alter, liegt der an los. Ike. Zerstören. So Dinge. Ja. Oder spar mal noch die Dinger, wa? Ich wollte gerade sagen, kaum einer von euch hat irgendwie ein bisschen was Brauchbares. Die müssen her müssen die Dinger überhaupt trainieren, wa? Na okay, gut. Die ganzen Bande. So, egal. Erstellen oder erstmal gucken, was darüber verschmelzen kann. Könnte ja sonst wieder irgendwas Cooles haben, was er vorher nicht machen konnte. Der Ardenring. Ach, der kostet ja schon 1000, ey. Ja, ich gehe mal noch einen Ring von Eliwood, aber lassen wir es mal. Ich mache ein paar Ringe von Icom. Und ich mal so Warmfragmente habe. Grail. Ja.
Nämlich ganz dunkel. Soren! Oh, den erinnert mich sehr gut. Unser Mage Master. Shinon. Ja, auch ein bisschen. Ranulf. Ah, ja. Oh, das Spiel mit den verschiedenen Rassen und so. Ich muss unbedingt mal Radiant Dawn spielen, Freunde. Davor muss ich mir mein eigenes Let's Play zu Power of Radiance nochmal angucken, damit ich nochmal eine ungefähre Ahnung habe, was eigentlich damals abging. Oder meine alten Speicherstände nochmal laden, nochmal durchzocken. Privat, das wäre eine Variante. Aber ja, Radiant Dawn ist sicher sowas, oder Shadow Dragons. Sicher Spiele, was ich zocken will. Bald dann mit Nintendo Switch Online, vielleicht auch das erste Fire Emblem bei uns, also sprich das Fire Emblem Spiel mit Lyn. Vielleicht auch mal ältere Spiele, die es mittlerweile auch, naja, spezielle Art und Weise gibt mit deutscher, nicht Synchro, sondern einfach mit deutschen Texten. Zum Beispiel auch das Spiel mit Roy und so. Ja, es gibt noch so viele Dinge zu zocken hier. So, also verschmelzen geht sowieso nicht mehr momentan. Polieren. Ja, ich bin jetzt ein Fan von Polieren. Ach ja, dafür müssen wir mal in den Dinger gehen, wa? Ja, müssen wir noch machen. Oh je, und der Ringen. Ja, danke schön. Ja, wir müssen eigentlich mal ins Gehöft. Eine Tour der Prüfung müssen wir eigentlich mal gehen. Zentraler Platzkampf. Also, wir haben kurz trainiert. Wir waren angeln. Gespräche. Der Rittertod, die Bündniswaffe von Sigurd. Wobei, Rittertod haben ja alle. Ah, ne, warte mal, der andere hießen gar nicht mehr so, wa? Stimmt. Zum Teil hat es ein bisschen andere Namen. Embleme genau machen wir später, also sprich mache eigentlich immer dann zu Beginn des Kampfes, des Kapitels. Macht, finde ich, irgendwie mehr Sinn. Jetzt ist was los. Band, okay, Verbündete. Ja, das war ein Königreich mittlerweile. Okay, komm, wir gönnen uns, glaube ich, noch 1, 2 Gespräche. Was mit Alfred Timera? Entschuldigung, nicht Timera, sondern Timera, mit 2 R vor allem. Let's go! Ja, Miss Tira Ojo, 僕に何か用かい？さてはアルフレッド王子、これから美味しいもの食べに行くつもりでしょう。いや、これから鍛錬を始めようとしていたんだ。そうなの？じゃあなんであんなにニコニコしてたの？それは僕が鍛錬を好きだからだよ。そういうことだったのね。勘違いしちゃった。美味しいもの食べるんだったら私もお呼ばれしようと思ったのに。それは悪いことをしたね。鍛錬は鍛錬で構わないわ。私もついていくね。一緒に鍛錬してくれるのかい？うん。で、鍛錬が終わったらご褒美に私に何か美味しいものをご馳走して。なるほどね。それが目当てということか。構わないよ。ソルム王国の第一王女とは一度ゆっくり話してみたかったからね。難しい話はなしね。せっかくのお食事会なんだから。分かっているよ、ミスティラ王女。明るく楽しく幸せな話をしようじゃないか。Schön gesagt, schön gesagt. Lieber Alfred. Dann Fogado und Etier. どうしようかな。どうされたのですか、フォガート王子。次の宴を計画してるんだけど、全然いい案が浮かばなくって、みんなの気分が晴れ晴れするようなものにしたい。でもこれがなかなか難しいんだ。難しいとは？状況が状況だから、楽団なんかに来てもらうというのも大変そうだし、物資も限られてるから新しいことを試して失敗するわけにもいかないし。そう考えると確かに。あ、
お菓子を食べる会なんてどうだろう。みんなで集まって甘いものを食べるんだ。お菓子は私の敵ですわ。エーティエはお菓子が嫌い？嫌いではないですが、筋肉を愛する者にとって余分な肉の増加は許せませんので、それより鍛錬の会なんていかがです？それって何をするの？みんなで集まってひたすら筋肉鍛錬をするのです。いやー、どうかな。そういうのは人を選んじゃうから難しい気がするな。そうですか。他にも何か考えてみるよ。ありがとう、エーティエ。 Gehaltlose Kalorien, sagt sie. Ja klar hat sie recht, aber trotzdem, das kann man auch netter formulieren. Also frech, sowas. Frech. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir brechen auf. Göttliche Kapitel? Nein, später. Vor allem könnte es sein, dass beim nächsten Start vom Spiel es bereitet ein neues DLC raus. Also ich weiß, dass die dritte Welle auf dem Weg ist. Mit weiteren DLC-Emblemen. Wobei, sobald ihr die Folge hier seht, ist nun schon die vierte Welle draußen oder so. Die haben momentan ein Tempo drauf, ist unglaublich. Kein Plan warum die ihm so Gas geben. Die ganzen Gold-Typis, war. Ah, so ging's, okay. Also eben den Wind haben wir gemacht. Wie bereits erwähnt, theoretisch können wir Festung der Hoffnung machen. Das ist das mit Ike. Will ich aber erst später machen. Wir machen direkt weiter mit dem Palast von Solm. Vor allem empfohlen wir Klasse Basis Level 17. Wir sind jetzt schon darüber. Eigentlich mit allem bis... Der ET ist mittlerweile auch schon 18. Ich glaube, sie sind momentan noch die Schwächste im Team. Also, das läuft schon. Okay, Kapitelbeginn. Ich würde sagen, ja, weil... Palast von Solm... Irgendwas anderes ausrüsten bringt eh nichts. Das müssen wir nachher machen. Neu ausrüsten. Dann mal los. Kapitel 14, der Kampf um Solm. スフォリア女王。来たわね。母さんを離しなさい。それ以上近づかないで。私は紋章師の指輪を持ってるの。女王の首を折るなんてたやすいんだから。すまない。私が甘かったよ。妹王女はまだあちらさん側だったとはね。他にイルシオン兵はいません。まさか一人でここに。ええ、お姉様とはぐれたって嘘ついたらあっさり城内に入れてくれたわ。さあ指輪を渡しなさい。さもないと女王を殺すわよ。オルテンシア、どうして？久しぶりね、お姉様。私てっきりお姉様は死んだと思ってたのよ。生きてるって知った時は嬉しかったのに。どうしてそっち側にいるの？それはお父様がソンブル様に準じた以上、イルシオンの意向はソンブル様に組みすることよ。なのに神竜側で戦ってるなんて。私のところに帰ってきてくれなかったなんて。お姉様はイルシオンを裏切ったのね。裏切ってなんかないわ。話を聞いて、オルテンシア。裏切り者の話なんか聞きたくない。早く指輪を渡しなさいよ。指輪は渡しません。は？あんた分かってんの？指輪を渡さなかったら女王を殺すって言ってんのよ。ですが私がここであなたに屈したら、指輪を渡してしまったら、スフォリア女王が、ミスティラが、フォガートが、ソルムの皆さんがしたことが全て無駄になる。だから絶対に渡すことはできません。女王も殺させはしない。神竜様の言う通りよ。私もあなたに指輪を渡す気はない。ミスティラ王女。指輪を渡したら茶竜が力を得てしまったら、この国は民たちは滅んでしまう。母さんを人質に取って勝ったと思っているのなら甘いわ。私はたとえソルム王家の誰を危険にさらそうと、
最後まで指輪とこの国を守る。二人ともよく言った。それでこそ神竜様と次期ソルム女王だよ。何よそれ、意味がわかんない。親を殺すって言われたら普通は取り乱すでしょ。怖がりなさいよ。泣いて命乞いして指輪を持ってきなさいよ。私には指輪が必要なの。力を手に入れてお父様を生き返らせるの。オルテンシア、お父様は戻らないわ。見たでしょ、邪竜に殺されるところを。私たちのお父様はもういないの。生き返らせるなんて、そんなこと指輪を集めたってできないのよ。やってみないとわからないわ。私は取り戻す。お父様もイルシオンも。めちゃめちゃになった全部を元に戻したいだけなのに。オルテンシア、それは私だって。言うこと聞かないなら本当にやるから。本当に殺しちゃうんだから。あなたにはできません。殺せないはずです。家族が死ぬ辛さをそれだけ知っているのなら。やるならやりな、お嬢ちゃん。それであんたの望みが本当に叶うならね。私オルテンシア王女のもとへ。これ以上は手を下せません。オルテンシア、もうおしまいにしましょう。私、あなたをずっと心配していたのよ。お姉様。そうはさせませんわよ。セピア。お久しぶりですわね。この前はどうもお世話になりました。せっかく指輪を全部奪ったと思ったのに、元イルシオン第一王女にしてやられましたものね。ま、その件に関してはいいですわ。それよりもオルテンシア王女、勝手に指輪を持ち出していけない方ですわね。その上内緒でこんなところまで。ソンブル様、そしてベイル様のご意向ではソルム信仰は静観の方針でしたのに。困りますわ。お城で私たちを足止めしたあなたの臣下は捕まえさせていただきました。ロサードとコルドマリンに何かしたの？それは戻ってお確かめくださいな。こちらから仕掛けるつもりはありませんでしたけど、せっかく来たのならお土産くらい持って帰りたいところですわよね。マロン、モーブ。Oi, die Bluthunde. Warte mal, es sind nur 3. Wo ist der 4.? イルシオン兵。驚いたな。難攻不落のソルム城にこうもやすやすと入り込めるとは。セピア、女王はどうする？もう使えなさそうだから殺しちゃう？ダメよ。せっかくの王の血、ソンブル様に捧げるために連れ帰らないと。そっか、了解。スフォリア女王。さて、オルテンシア王女、指輪を奪おうというお志と短期でこの城に入り込んだことはご立派ですわ。微力ながらこのセピア、そしてマロン、モーブも加勢させていただきます。こいつらを殺して共にイルシオンに戻りましょう。でもさあ、指揮を取ってくださいな。こいつらの指輪をすべて我らのものにすれば、もう少しで12の指輪が揃いますわ。もう少しで指輪が。様子がおかしいです。指輪を集めたら、そうすればお父
様は。もちろんハイヤシンス王はよみがえりますわ。何もかも元通り。何もかも元通り。私はお父様のためにあいつらを殺して指輪を奪う。まさか戦う気ですか？オルテンシア、しっかりして。オルテンシア。そんな呼びかけ聞こえませんわよ。せいぜい殺し合ってくださいな。Hat sich gerade ihre Augenfarbe geändert und wirkt es irgendwie so, als wäre sie wie besessen? Die Bluthunde. Naja, seien wir mal ehrlich, mal ein Kampf gegen die wäre sowieso fällig. Verbindungsaufbau, bitte warten, es wird geladen. So, wo sind wir überhaupt, hä? Palast von Sol. Ja, macht Sinn. Wir haben ein paar Typis. Wo ist denn... Na, schon besser. Das wollte ich ja... Oh, noch ein paar Truhen zum Plündern. Klar, man... Es ist der Palast von Sol, wir sind hier zu Besuch, aber klar, wir plündern sie einfach. Da hat die eigentlich drauf. Generalgepanzerte Orkanaxt, so. Ein Königsritter. Von wo kommt er überhaupt? Magischer Angriff 29. Da ist nicht geil. Sie 27. Okay, bei ihm muss ich dann eventuell Verteidigung 19. Da muss ich mit Magier und Chloe vielleicht ran in Kombination. Aber hier hübsches Thoron Sephir. Das ist auch irgendwie so. Naja, so eine halt. Hortensia und sie hat Spydev dabei. Okay, kriegen wir aber hin. Kampfmönche. Vielleicht die Königin, die man fragen darf, das ist nirgends wahr. Ja, Verstärkung ist die Gefahr, dass sie irgendwo kommt. Ja, durchaus. Ansonsten hier rüberfliegen könnt ihr mit zwei von uns. Okay. Nee, warte mal. Ich habe alles mögliche, aber ich habe auch bei ihnen geflügelte Typen. Das heißt, er braucht schon Bogenschützen. Das wäre schon nicht schlecht. Ein Silberschwert, das nachher für mich droppt. Okay, was war denn noch Schönes? Ah, sie hat noch Kanax für uns. Er hat nix. Schade, er kennt die Feuerlanze. Luin. Ja, das ist aber was anderes. Eine magische Lanze. Ja, super, ey. Mal ein bisschen... Oh, Wolfsritter. Okay, also ich brauche auch einen Faustkämpfer. Gut, sind wir ehrlich, dass ich selber dabei sein muss, ist klar. Wer darf sonst noch alles mit? 12, das ist schon mal etwas. Damit lässt sich arbeiten. So, ich muss ja trotzdem einigermaßen vorwärts kommen. Das heißt, ich nehme Louis mit. Weil ich trotzdem einen Tank brauche. Dann hätte ich jetzt mal gesagt, ich nehme beide fliegenden Einheiten mit. Das heißt, Chloe und Ivy, die kommen beide mit. Berittene Einheiten, Alfred. Ja, mit Panzerbrecher, mit Riedertod wird einen guten Job machen. Diamant, die beiden Prinzen sind natürlich auch mit an Bord. Dann, es geht langsam mal auf unser Standardteam zu. Nehme ich mit Yunaka und Marin.
die aber ich finde jetzt doch auch einen guten Job macht. Bougeron ist kurz davor hier richtig geil aufzutrumpfen. Ein Berserker kann man immer gut gebrauchen. So, 3 Stück sind es noch, 3 Stück kann man mitnehmen. Frage. Citrin. Timira Fogado. Wäre eine Option. Und dann sagen wir, ich nehme Etienne mit. Weil ich eigentlich gerne 2 Schützen dabei hätte. Das wird dann Fogado und Timira entwickeln. Dann nehme Alkris mit Selin. Ja. Wegen Magie halt. Ich meine, ich habe viele physische Typen, aber für Magie sieht es eher ein bisschen kacke aus. Das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig, was er machen soll. Die Reichweite von 6, was mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich zugeben. Wenn ich jetzt Alkris nehme. Ich will ihn ganz kurz so machen. Moment, das ist nur damit ich irgendwie gerade. Die werden von ihren, dass sie aber alles schützen sind. Ich meine, Etienne natürlich die wesentlich bessere Power in der Offensive als Alkris. Alkris ist ja offensive Stärke eher ein bisschen mau. Etienne ist ja mega. Fogado, ja okay dafür. Das Fogado mit Behendigkeit etwa gleich gut. Er hat mehr Defense, Resistenz, vor allem viel mehr Speed. Das sind die beiden gerade ein bisschen schwach unterwegs, wenn man leider dazugeben muss. Aber ja, ich meine, Alkris wird vielleicht eher ein bisschen kritten. Vielleicht, wohlgemerkt. Aber Etienne hat eine größere Grundstärke, was natürlich eine viel bringen, sie einfach nicht doppeln kann. Andererseits wären 2 Schützen schon nicht schlecht, muss ich leider zugeben. Also ist die Frage, nehme ich auch, warte mal ganz kurz Boucheron ausnehmen. Einer sagt jetzt wirklich Timera und Fogado nehme ich mit. Ja, Timera wäre halt die Option wegen Ike, wa? Weil sie auch ein Charakter mit viel Defense ist. Man könnte Ike eigentlich auch auf Alfred spielen, der hat ja auch sehr viel Verteidigung. Klar, Louis ja noch mehr, aber Ike auf Louis zu spielen, nein, weiß ich nicht. Ansonsten warum eigentlich nicht? Pandreo. Ja, in Resistenz wäre es vielleicht noch etwas gewesen. Ah, aber zu viel irgendwie mitnehmen kann. Andererseits, wir spielen in Solm. Also, sorry, wenn ich die beiden nicht mitnehme, die ihre eigene Heimat verteidigen sollen, dürfen, müssen. Wo sind wir denn dann? Boucheron fürs Level Up. Etienne. Oder Alchrist. Was mit Citrin? Sie wäre halt rein Mage ohne Heilung. Zum Heilen habe ich Chloe und ich habe Ivy. Das sagt wohl echt nicht viele Heiler. Das heißt, eigentlich muss er Citrin auch mitnehmen. Allein schon, damit ich jemanden mit der Magie habe. Und das ist aktuell leider ein Problem. Da sage ich hier, ich verzichte auf Merin und dafür mit Junaka weiter. Ja, es dauert gerade verdammt lange, ich weiß. Ich bin gerade so unentschlossen, wenn er da mitnehmen soll. Heilige Scheiße. Also Louis brauche ich als Tank, der ist klar. Fliegende Unterstützung, mit die schneller vorwärts kommen, sind Chloe und Ivy eigentlich Pflicht, aber ich hätte gerne noch einen zweiten Mage dabei. Da muss entweder Junaka oder Merin weichen. Junaka, die doppelt hat alles weg und ist Bandikanon so super. Merin gefällt mir eigentlich auch. Eigentlich. Brauche ich 2 mit dem Dolch. Und vor allem gerade für die Map.
Und eigentlich, ja, brauche ich auch 2 Schützen und dann aber nur einen. Also 2. Oh, scheiße, Mann. Aber brauche ich wirklich 2 Schützen, um mal ganz kurz checken. Ja, sind dann vor allem auch die. Und nicht zu vergessen, ich habe auch mit denen. Da hätte ich eigentlich schon gerne ein paar Schützen dabei. Oh, die 2 Erweckungssteine, ja super. Also Archis der AT, wer soll es sein? Archis ist glaube ich echt der Schwächer war im Endeffekt. Wenn man mal so anguckt, eben viel weniger Stärke als Etier. Benny ist noch ein bisschen höher, ich meine, er ist auch entwickelt. Geschwindigkeit ist auch nicht viel mehr, viel besser. Oh, scheiße, Mann, okay, ich nehme Etier noch mit. Dann halt wirklich Magie in der Offensive, nur Ivy. Sonst kann keine andere Magie einsetzen aktuell. Ach, ist das beschissen. Okay, Freunde, machen wir es jetzt noch ganz kurz für die Folge anders. Und zwar werde ich jetzt mal noch die Truppen bei uns entwickeln, die wir mitnehmen. Was müssen wir jetzt noch hinkriegen? Nicht ein Wächter, sondern wir machen Armor. Armor stand in der Eisenbricht, wer kennt es nicht? Der macht's doch richtig. Und er kann jetzt auch Schwerter nutzen. Okay, für Nahkampf nicht übel. Timira, den ersten mit dem Meistersiegel. Heilsiegel wollte ich gerade sagen. Ja, kriegt noch ein bisschen mehr Power, vor allem natürlich auch Verteidigung, Geschwindigkeit, Behendigkeit. Ui. Das ist geil. So, leider aber keine Meistersiegel mehr, sonst würde ich direkt weitermachen, aber so ist es halt. Dann machen wir es so, Freunde. Ich werde offscreen mal die Waffen neu sortieren, was so das Gefühl habe, dass gerade Sinn macht. Und glaube die Ringe auch schon mal. Dann starten wir in der nächsten Folge direkt hier. Ich werde kurz erklären, wieso ich das so und so gemacht habe. Dann können wir mit dem Kampf, mit dem Kapitel 14, der Kampf um Solm, endlich beginnen. Oh Mann ey. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.